Werte Kolleginnen und Kollegen, die gestern in ganz Österreich im Eisenbahnsektor abgehaltenen Betriebsversammlungen waren ein voller Erfolg. Nach ersten Rückmeldungen haben mehrere tausende Beschäftigte an den Versammlungen teilgenommen. Das war ein gelebtes Zeichen der Solidarität und Geschlossenheit auch über den Branchenführer ÖBB hinaus. Dieser Zusammenhalt war entscheidend, um die Funktionäre der Wirtschaftskammer zu Verhandlungen zu bewegen. Ich bedanke mich im Namen der Gewerkschaft wieder bei den Betriebsräten für die Organisation und bei euch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für die zahlreiche Teilnahme und die damit demonstrierte Solidarität. Der entscheidende Schritt ist damit erfolgreich getan. Die Arbeitgeber kommen an den Verhandlungstisch zurück. Den öffentlichen Äußerungen des Vorsitzenden des Fachverbandes für Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer, Dr. Scheiber, ist allerdings zu entnehmen, dass es schwer sein wird, die Wirtschaftskammer tatsächlich zum Einlenken zu bewegen. Scheiber versucht, einen Keil zwischen ÖBB und Eisenbahnverkehrsunternehmen zu treiben, indem er die ÖBB als Sonderfall darstellt. Ich frage euch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, worin liegt der Unterschied, wenn es darum geht, die durch Pensionskürzungen immer länger arbeitenden Menschen dieses Landes durch Arbeitszeitverkürzung zu entlasten? Worin liegt der Unterschied, wenn es darum geht, tägliche Arbeitszeiten von mehr als 12 Stunden, übrigens im Nicht-ÖBB-Netz sogar bis zu 15 Stunden, auszugleichen? Und worin liegt der Unterschied, wenn es darum geht, Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung neu zu verteilen, um unseren Kindern die Chance auf einen Arbeitsplatz zu geben? In Wahrheit stellt inzwischen der gesamte Verkehrssektor einen Sonderfall dar, weil wir trotz enormer Flexibilität in diesem Bereich im Gegensatz zum Großteil der produzierenden Wirtschaft immer noch 40 Stunden in der Woche arbeiten. Lassen wir uns nicht auseinanderdividieren. Auch wenn wir die Arbeitszeitverkürzung für den ÖBB-Konzern möglicherweise, noch gibt es auch hier keine Unterschriften, schon in der Tasche haben. Es gilt zu zeigen, dass die Belegschaften des Eisenbahnsektors solidarisch sind und der Große auch für den Kleinen eintritt. Am 22.05. wird sich zeigen, ob die Arbeitgeber bereit sind einzulenken. Wenn nicht, gilt es, die Reihen dicht zu machen und den nächsten Schritt zu setzen. Dazu werden wir euch brauchen und ich ersuche euch schon heute, uns weiter zu unterstützen, wenn es darum geht, eure Rechte zu erkämpfen. Ein Hoch der gelebten Solidarität.